möchte mal wissen, wo die zwei den ganzen Tag rumschlappen. Jetzt, wo der Vater morgens im sippischen Feierabend hat, sieht man sie überhaupt nicht mehr. Bis ich den scheiß Schlüssel jetzt aus der Tasche rausgehabt habe. Oh, war das halt wieder da. Ovens Eukaufe. Das hasse ich. Wie wenn ich mir da keine Zeit wäre. Enge! Enge! Das Papier ist auf! Das ist ja das reine Verhängnis, sagst du! Wenn man denen nicht sieht, hört man nicht. Ich habe Papier mitgebracht. Die Mama hat mir schon gesagt, dass die Hygieneserviette hin und vorne fehlen. Das ist die alte Familienverschwörung, das da. Immer mal mehr, immer mal mehr. Oh, was soll ich mit der Rolle da? Ach, schon immens Papier wie alt. Das hat gerade noch so gelangt, was so stickst du da? Eklig, dass sie ruhige Hand hat. Allah, komm, es ist gut. Spar dir die Einzelheiten. Ach, bist du auch schon da? Jo, und zwar, wo wir kennen da, wie ich geklingelt habe. Und der Schlüssel ganz unten drin. Wie siehst denn du aus? Was hast denn du an? Da, der Spähbrenner von deinem Vater dreht überall die Heizung zu. Ja. Brennt schon die Freck alle Mann. Ja. Da heute geht's grad. Aber eklig, hast du ja Klopapier mitgebracht, gell? Nie Papier im Haus, das da bin ich satt bis ruf. Das ist auch schon sagen, eine Intrige ist das. Der Tatbestand den Lammervater Arbeit. Komm, hock dich hin, du Papiertische. So Scheißerei daher machen. Ach, was ein Saustall. Hennes bald jetzt weg. Wenn du einer zuhört, ihr leid, ihr leid. Ich wär mal jetzt in der 40 Jahre verheiratet und jetzt noch so gezackes. Das wird wieder schön, das riech ich schon. Noch nicht einmal beim Ehejubiläum Papier im Haus. Beschissene Jahre waren's, beschissene. Oh, komm. Wenn ich heute noch mal so du hätt. Ja, ja. Samoreschen, hat's Geld überhaupt gelangt? Ei, grad so. Der Euro läuft fort wie warmes Wasser. Für D-Mark hätt's 4 Taschen voll Zeug gegeben. Ja. Das hätte alles dem Ockersheim so verdanken. Was bebberst du dann wieder da rum, hä? Heute hinein die schwere sämtliche Micke an der Welt. Samo, hast du überhaupt dein Hemd gescheit gewischt? Komm, schneid meine Buckel auf da. Ja, ja. Wenn gerade heute noch ich hinter Muttervater. Ja, ja. Oh, lieber Mann. Katze waglich. Zuvorkommende Hülsenfrüchte. Was? Katze waglich, zuvorkommende Hülsenfrüchte. Sag mal, herrschst du schlecht oder was? Kontaktlinsen. Geht's denn hin? Ja, woher? Ja, viel zu lang, da bleiben 4 Buchstaben übrig. Ja, na und? Das macht doch nichts. Ich schreibe schon mal neben an der Rand. Die kann schon leicht später noch mal. Komm, geh weg. Sam, und mit dir mache ich etwas mit, Sam. Erst kein Papier im Haus und jetzt das da. Was haben da nicht bloß gebracht, Sam? Aha, das kann's nur 7. Wir ahnen schon, wer das ist. Ja, ja, mir auch. Die Altmann Zatteretsch, die Alte. Er stinkt jetzt jeder Abend, das Gebrümmel mit dem.
Wie war das die Froschwoche so ruhig im Haus, wie er auf der Rotzen ausgelegt hat? Ja? Gelobt, Herr Wappler. Wie immer pünktlich. Und sind Sie wieder auf dem Damm? Es geht so einigermaßen. Gelobt zusammen. Oh, Heiner. Bist du wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung gelobt? Genau. Kreuzworträtsel. Du, kannst ja nicht helfen. In schwierige Sachen, da bin ich gut drauf. Gut, ja. 24 Markrecht. Cousine von Kant. Man kennt das mal. Cousine von Kant. Ja, ob das der Herr Wappler weiß. Cousine von Kant. Cousine von Kant. Ich hat's. Ja. Kantine. Alle weiß nicht, mein Zehennäschel hat. Nee. Sagen wir, wir sind schon bei allen gestreckten Galopp. Sind hier durch die Schulklasse gegangen. Frau Strottner, hat Schäbelige. Oh Gott, wie schön war's. Schön war's. Vorher war sie schöner. Es gibt noch nie Basen wie ihr Geld hin. Was hast du denn jetzt ein bisschen da oben rumschaffen, du? Ich wollte doch nur das Kochbuch wie immer machen. Kochbuch, hast du gehört? Kochbuch. 40 Jahre verheiratet und braucht noch ein Kochbuch. Ey, das ist mir ja jetzt gerade peinlich. Aber ich getraue mich ja bald gar nicht zu sagen, warum ich überhaupt gekommen bin. Ja, warum sind Sie denn überhaupt gekommen? Ich hätte eigentlich eine Blumenvase gebraucht. Ja, kann eine Blume denn zu stellen. Und außerdem wollte ich eigentlich den Killerschlüssel für den Schandstückfächer geben. Ach so. Oh, gib mir das Ding gleich her, du. Der Vase kaputt macht, der verliert den Schlüssel. Ja, jetzt kannst du deine Vase kannst du in die Milchkanne stellen. Ja, aber du lernst in der letzten Zeit alles. Das ist Du, ja jetzt halten wir den Gaulo. Der Herr Wappler war uns auch schon oft behilflich, wo wir in Urlaub sind. Ja. So hat die Mama aber recht. Urlaub. Ha. Urlaub, dass ich nicht lach. Nee, ich weiß nicht, von mir in Urlaub fahren können. Jetzt, wo die kostbar war's, die ist ganz aus. Das war doch kein Meißner Porzellan. Das war ein ganz billiges Drecksding. Das hab ich immer auf der Kerbe gewonnen. Bei unser Arschmisch hat's gelangt. Aber es macht alles hin. Ja. Die torische Klore, die hast du von deiner Mutter, ja? Die war genauso, so glaube ich. Die hat, wenn die Milch geholt hat, hat sie das Geld in die Milchkanne gelöst. Das ist halt, wenn die Denkmal sagt, ob er nicht richtig möbliert ist. Es langt jetzt. Mensch, vielleicht, weil du so ein bisschen Kreuzworträtsel machen kannst, hättest du die Weisheit mit Löffel gefressen, hä? Ich werde mich schleichen und noch ein bisschen lernen. Die Semesterferien sind bald rum. Das heißt doch eigentlich vorlesungsfreie Zeit. Das sind doch keine Ferien, sind ganz Jahr daheim. Na, ist euer Kleines noch nicht bald fertig mit seinem Studium? Hör mal auf mit den Studenten heutzutage. Die brechen Studium ab und fangen an der Rente an. Na, Alla, bei eurer Tochter wird das wohl nicht zutreffen. So wie ich die einschätze, hat die ganz gewaltig etwas auf dem Kasten. Ja, das kann man wohl sagen. Und der Resi ist ein heller Kopf. Heller Kopf? Ja, kein Wunder. Die Intelligenz, die hat's von mir geerbt, von mir. Ja. Ja, das kann sein. Ich habe nämlich meine noch.
wirklich. Ach, wo ich noch ein junger Mann wäre, in die hätte ich mich Hals über Kopf verlieben. Aber jetzt ist alles zu spät. Wo man älter wird, da braucht man mal jemand, der im Ernstfall mal die Big Pond unterschiebt. Naja, wenn ich auf die alte da vielleicht noch jemand finde, date. Du weißt doch, wer so eine Big Pony will heiraten. Ja, ich. Siehst du, was ich mitmache? Gibt's überhaupt Big Pony aus Barcelona? Das kann man wohl sagen, dass unser Resi hübsch ist, gell? Doch, wirklich. Wenn das er weitermacht, dann überhört es bloße noch. Das Weib geht ja nicht mehr für die Hit. Wenn es nicht mittwochs abends so ein bisschen Joghurt machen geht in der Volkshochschule, wäre überhaupt nichts. Ja, was ist denn das, Joghurt? Allemal schießt aber deine Intelligenzkarabiner ganz schön ins Leere. Also entgleisen nämlich alle Gesichtszüge. Ach Gott. Bisschen gut, aber raus, weil lachst dich kaputt. Hopp jetzt. Was ist los? Was gibt's denn Lustiges? Erzähl du deine Zwölfer, was du mittwochs abends machst. Yoga. Aber das wissen wir doch. Yoga und Joghurt, das klingt doch so ähnlich. Jetzt hast du mir etwas noch, was du Blödsinn sagen. Ja, was ist dann das? Das kenn ich ja auch nicht. Sieh, da lernt man sich entspannen. Das wir vibrierendes Nervenkostüm auch gut. Da muss man alles hängen und bambeln lassen. Ja. Alles hängen und bambeln lassen. Du müsst einfach das Ganze entspannt sein. Samu, komm mal das an den Helm machen, das muss ich mir mal zeigen, wie das geht. Das kannst du machen, wo du gehst und stehst. Autogenes Training ist so ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, weil mein Alter noch in einem Auto noch rennen soll. Allein fliegen die Druckbandplatte fort. Das ist ja genauso ein Hummer. Aber was mache ich denn jetzt ohne Blume was? Na Allah, ich werde schon etwas finden. Frau Strottner, ich bräuchte noch ein Würfel Hefe. Für die Geld vom Kranzkuchen inzumehren. Kranzkuchen? Haben Sie eine Trauerfeier in der Familie? Ach was, der heißt doch bloß so. Ich habe noch einen Würfelhefe im Kielschrank, ich hole ihn. Ach, der Kuchen soll nämlich eine Überraschung sein. Ich back kein Kuchen mehr. Ich kaufe nicht beim Ulmer. Sie kauft sie. Es hat's Geld schon immer locker hocken gehabt. Heute könnte man ein Haus haben. Ja. Und die wird dann mit Bierdeckeln tapeziert. Aber vielleicht kriegen wir noch ein Haus auf unser altes Dach. Ich mach drin weiter. Joghurt. Werd ihr da ab in die Pfand Ich werde mich jetzt anschleichen. Ganz in der Reihe bin ich ja noch nicht. Später lege ich mich noch ein bisschen. Tschüss. Ja, was ist denn jetzt mit so einer Hefe? Was lässt er nicht weiter ab? Also irgendwie ist ja der Wappler auch arm, Herr Deibel. Ich glaub ja, dass der schöne Tag im Heim landen wird. Wenn eins von uns zweimal stirbt, geh ich eins alles an.
werden noch ein Haus kriegen auf unser alter Tag. Wir haben das vorhin gemäht. Meine Therese-Tante, die hat ja auch noch ein Haus in der Nähe von Hannover mit einem riesigen Grundstück. Und das krieg ich immer. Weißt du warum? Weil ich die einzige Erbberechtigte bin, ja. Mit Inventar natürlich, hat sie gesagt. Und für das letzte Moldova hat sie ja gemeint, dass wenn sie wieder immer käme, dass das Testament zu meinen Gunsten mitbricht. Ein ganzes Haus? Ja. Ja, wenn in deiner Erbschaft sieht, wird hoffentlich noch ein Schadi was drinstehen. Fangst du nicht schon wieder davon an? Ach, übrigens, die müssen wir auch noch einladen zu unserem Ehejubiläum. Warte mal, ich glaube, die ist ja schon weit über die 70. Was? Ja. Du weit über die 70? Ja, wie lange will die noch machen? Jetzt, wo es Resi im heiratsfähigen Alter ist, da könnte man so ein Haus brauchen. Sehr schön. Mit so einem Haus in die Hinterhand, dann heiratet sich viel leichter. Sei mal ruhig. Was hat denn da jetzt so gerumpelt? Das war mein Mann. Ich kann gern noch so ein Brennigkeitchen trinken. Ja? Aber wenn du früher etwas gesagt hättest, hätte ich daneben drauf vom Luigi noch eine kleine Pizza geholt. Genau. Ja, Pizza. Mensch, ich fress für die Nacht noch so fetter maskierter Pannekuchen. Da geht ich heute Nacht wieder gleich auf und zu machen. Das war früher Abend Leitessen. Da sind die Reste von mittags und abends draufgelegt worden aufs Blech. Und heute sind Delikatesse, ja, auf die Mafia-Tante. Da kriegst du ja kein Abend was zu essen. Du lässt ja mittags keine Grimmeleien. Du gehst so ins Bett. Mensch, wie der, ob ich jetzt noch mal die Waschtut auf, hä? Auf die Nacht so viel zu essen ist ja nicht gesund, Pappe. Wenn man auf die 70 zugeht. Ja. Ach ja, die Therese-Tante ist schon weit drüber. Aber irgendwann... Irgendwann, ja, da geht's Lämmchen aus. Ah, da müssen wir noch Blumen kaufen. Ach, die schön war's. Schäme bringen Glück, sagen wir. Wenn ich so quatsche hier, du. Ich schaff mich immer nicht, dass du Hunger nicht so spürst. Deine Mutter hat mir das Maul sauber. Du kriegst auch bis Ende kaum. Neu fließt die Nacht rum, und dann kriegst du da Spekulierklicker während den Hüf. Erst muss halt erst dabei hocken, bis der letzte Fotz gelost ist. Ich gehe jetzt los. In Abrahams Schoß. Ja. Na? Schlaf gut. Das brauchst du zu dem nicht zu sagen. Der schläft ohne geschockelt. Meine Frau steht in der Zeitung beim Kreuzworträtsel weibliches Blumenbehältnis. Ja und? Was soll denn das sein? Vaseline. Ach, nee. Der gibt in der letzten Zeit immer mehr seine Mutter. Wie Luzifers Tochter. Die hat den Teufel im Ranzen gehabt und das Gesangbuch in der Hand. Alla komm, so schlimm ist er jetzt auch wieder nicht. Wenn du dann ein bisschen um den Bart gingst, kannst du nur um den Finger wickeln. Jo, alla, früher, wie ich jung war, da hab ich das gekannt. Aber heut... Hast du dein Zähne geputzt? Welche Zähne? Ihr sind beide ganz schön nervig. Das ist echt ätzend. Ich werde mal jetzt in der 40 Jahre verheiratet. Jo, 40 Jahre, dass dieser Mensch überhaupt aushält so lang. Für so lange Zeit, da braucht man eine gute Kuddel, ich kann das sagen. Stell dir mal vor, vor kurzem, wie wir wieder Zores miteinander gehabt haben, hat er in der Rage zu mir gesagt, wenn ich mal sterben tät, der auf meinem Grabe Freudentanz machen. Ja, und was hast du dann drauf gesagt?
weil ich weiß, dass er nicht schwimmen kann, habe ich gesagt, ich kriege mal Seebestattung. Und dann war Ruhe. Wenn ich noch wieder in die Schlafstube komme, kann ich nicht gerade wieder verkrimmeln. Der Leiter neben mir und rangst wie so ein kanadischer Nasebär. Und ich bin hellwach bis nur der 12. Mit Yoga hättest du die Probleme nicht. Da machst du 2, 3 Übungen und fat bist du. Oh, ich werde mich jetzt auch in die Fall hauen. Drecksding. Heute bin ich zwar gerade allergisch. Ach nee, an manchen Tagen ist es aber auch mit dem Mann ganz schlimm. Aber dann sage ich mir immer, sind wir über den Hund kommen, werden wir auch über den Schwanz kommen. Ich habe dich ja heute Nacht gar nicht schnarchen gehört. Schon hat die ganze Nacht kein Auf und zugemacht. Als ist mir die Wasser um den Kopf gekommen. Da hast du ja Glück gehabt, dass dir die Scherle nicht im Kopf rumgegangen sind. Das hätte ich ja in die Kreischerei gegeben. Jetzt halt die Balle flach, gell? Jetzt wollen wir überlegt, das werden neue 40 Jahre, 40 Jahre. Mein lieber Mann, da kann man mal sehen, was ein Mensch aushält. Wann ich heute noch was ich tun hätte. Jo, immer dieselbe Bleier mit dir. Bei uns ist ruhig, wenn nicht. Au. Das haben wir immer früher einen Haufen Leute zu Besuch gehabt. Heute kommt kein Teufel mehr. Ja. Du hast sie alle in die Flucht gekocht. Ei, du heißt doch das Ganze, dass das Geld hin und von nicht langt. Bei dir muss man ja jeden Cent erst 3-4 Mal rumdrehen. Die Leute sind als nur Kaffee trinken gekommen, dass sie vor dem Nachtessen wieder daheim waren. Die haben uns Maul sauber gehalten. Ich kenne sie mein Pappenheim. Der große Hund Brunse gehen, das Bein nicht hochkriegen. Außer ein paar Blumen aus dem Garten haben die ja nie was mitgebracht. Blume? Die schön war. Sei mal heut bloß ruhig mit dem Kram. Ich kann's nicht mehr hören. Ich bin froh, was ein Geschiss wie so ein Drecksding. Weißt du was, ich bin froh, wenn ich immer Geld in den Finger habe und muss nicht mehr auf jeden Cent gucken. Ja. Wenn du die Sache mit dem Taris, die macht ja die Zeit lang. Die macht noch Jahre. Das ist Kannerfresser, weißt du? Muss ich doch machen. Die kriegt jeden Monat eine schöne, fette Rente von der Bahn. Und weißt du was? Und somit wird das Konto immer dicker. Ja. Wenn dir der Rente nicht lang hättest, können schaffen, geh bis 65. Heute laufst du mir in der Fiese rum. Und hupst mir morgen schon über den Staubsauger und über die Dreckschippe. Ja, Dreckschippe? Wo schauen sie drauf, Leute? Ja? Nee. 19 Waagrecht. Durchsichtiges Metall. So was gibt's ja gar nicht. So, durchsichtiges Metall. Doch. Maschendraht. Alleweil explodierte ganz Betze. Dort, da
Gott, wie der Geist verteilt ist, hast du vergessen, hier auf und das Herz aufzuhalten. Hörst du mal? Sei du mal ein bisschen leise. Du alter Grischer, es Räschen schläft nämlich noch. Das hat während die Halbnacht müssen büffeln. Alleweil muss man etwas bringen, wo man etwas werden will. Was du da erzählst, da? Die Jungen, die sind doch hart satt bis oben hier. Die kriegen dabei mehr Sozialhilfe wie mehr in den 50er Jahren unser Gehalt. Was ist das schon für ein Karrer Frieboy? Wird wieder am Händler jetzt weg, wa? Und ihr nur Mann noch nicht erzählen könnt. 40 Jahre Krach und Huddel. Da braucht der Mensch gesunde Kuddel. Moin. Moin. Och, ich will mich anziehen. Hopp dich hier, was wird der Altstelle auf seiner Liebsten da noch verroben worden? Ja, was ist denn? Wer das Klingel hört, lebt noch. Geh hin, mach auf. Gewollt zusammen. Moin. Entschuldigung, dass ich noch in der Schlafklamotte da hocke, aber ich bin Das doch nicht... macht doch nichts. Du gefällst mir in jeder Aufmachung gut. Schade, dass ich schon zu alt bin. Einfach dich hätte ich den Pelzer Wald planieren lassen. Alfred, jetzt halten wir den Kraul mit deiner Ziesholzrasplerei da. Heiner, Alter, komm. Das war doch nur ein Späßchen. Ich weiß auch, dass jetzt alles zu spät ist. Und meine sexuellen Geschosse sind bloß noch die Hülse da. Beim Heuner ist gar nichts mehr übrig geblieben. Pulverblätscher haben nämlich keine Hilfe. Was sind das Pulverblättchen? Das ist das Dynamit von deinem Vater. Und von der Zündschnur will ich gar nicht erst. Ich bin eigentlich bloß rübergekommen, für mein Bohnenkaffee bei euch malen zu lassen. Hast du den Bohnenkaffee? Ja, ja. Nur keine Hektik, das machen wir später. Erst einmal angehockt und einen Kaffee mitgetrunken. Ja. Ich hol Ihnen eine Tasse. Ich habe mein Testi mitgebracht. Frau Strottner, der Kaffee nur mit Milch. Warum? Zucker habe ich schon. Was? Zucker hast du schon? Wie viel? 220. Ja, mal weniger, mal mehr. So ähnlich wie im Heuner sein Blutdruck. Wenn nur alles bei dem so schnell in die Höhe ging. Wenn ihr sonst nichts anderes erzählen, wie von der Krankheit am Frühmorgen. Ja, das hätte ich auch sagen. Aber jetzt, wo morgen ein großer Hochzeitstag ist,
Da sind Sie natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Sie gehören ja schon halber zu der Familie, gell? Na dann, ich sage mal vielen Dank. Da wann der Platz langt. Der Platz lang 3 Mal. Wir sind ja sozusagen unter uns. Genau, außer der Terrestante kommt niemand. Talistan, wir werden freudig sein und winken, dass bald die Flocken nieder sind. Oh, ist das so eine Art Verholle? Das kann man so sagen. Ach, ich könnte ein kleines Auto brauchen. In der heutigen Zeit braucht man das. Ja, das würde ich auch sagen. Es ist halt nicht mehr so wie früher, wenn man liest, was alles passiert, was in der Zeitung steht. Aber wenn der Meere einigermaßen gut aussieht, dann kann es oben spät einfach mehr so draußen rumgehen. Es kann die ganze Nacht draußen rumlaufen. Allah, hopp jetzt! Die bei mir in der Schule waren, die haben alle schon ein Auto. Hopferle, wie wär's? Wie wär's, gar nicht wohl jemand nacklichen Mann in den Sack? Wenn ich später der Rockefeller oder werde. Der Oma. Wenn Meier eine Erdtante kommt, da kannst du mal anhauen, vielleicht macht sie ein paar Flocken locker. Ist die so reich? Die? Ha, die hat ein riesen Haus mit einem großen Grundstück. Schmuck, Wertpapiere, Aktien, Kommunalobligationen. Das sind sogar schon Bundesligationen. Die hat mehr Bargeld wie der FCK Schulden. Ja, so leicht. Hocken meistens mit dem Arsch auf dem Geld. Aber irgendwann geht bei deiner Amos-Glühlämpchen aus. Oh, da müssen wir aber dann so eine steile Blume kaufen. Blume, oh, ich darf nicht nur denken, die schön war. Fangen wir bloß nicht wieder da davon an. Ich kann's nicht mehr hören. Ach Gott, Frau Struttner. Da haben Sie ja mal viel zu kochen. Die arme Leid. Ich weiß noch, wie wir am Anfang verheiratet waren, hat er Salz gekocht. Ja. Und ich hab ein bisschen rote, was es ist. Und ich da noch dran denk, was du als alles zusammengerot hast. Oh, ich will abbrechen. Heute habe ich noch viel zu tun. Wäsche und anziehen muss ich mich ja auch noch. Alla dann, tschüss zusammen. Tschüss. Schöner da noch, richtig, gell? Tschüss. Was eine Perle von Frau, ne? Ja, das ist eine Perle. Mir kann gar nicht glauben, dass es die Perlmutter ist. Dummbabbler kann ich da bloß sagen. Schnell mal doch ein bisschen. Nein! Dann eben nicht. Ich werde mich schleichen. Morgen, zu eurer Feier komme ich ein bisschen später. Ich weiß nicht, wie ich beim Doktor fertig werde. Frau Strottner, seid ihr gar nicht so mal, können Sie sich ruhig Zeit nehmen. Ich bin doch immer in der Nähe. Tschüss. Was ist denn? Ach Gott! Ei, lauter, Herr Major, ganz vergesst die Terrestante ausladen. Was machen wir denn Ja, jetzt? was Um Himmels Willen, ach Gott, nee. Was macht man in Sommerfahren? Telegramm. Das Telefon hat die Spätbrennlinge nicht. Telegramm, hopp. Telegramm? Ja, was wird denn so ein Telegramm kosten? Naja, irgendwann werden wir unser Auslagen für Gold kriegen. Aber eins kann ich dir sagen, nach Hannover, das ist nicht billig. Oh, was ist St. Louis, wie es gerade so teuer. Und Papier und Kuli.
dass wir deine Grauen aufsetzen da. Ja, was schreibt man dann da? Was wird man da schreiben? Was soll man da Ich ja das schreiben? Scheißding nicht. Da schreibt man Buchstaben. Buchstaben und ohne bis da, alles ist da. Ach nee, jetzt hör doch mal auf mit deiner Sprich, du Kaspernos. Also hab jetzt mal angefangen, diktier. Diktier, so kannst du doch keinen Brief aufhängen. Also, so fett ist die auch nicht. Da brauchst du die Erbschaft eigentlich kannst du schreiben. Ja, mal sagen, diktieren, das ist ja zum Auswachsen mit dir. Jo. Mensch, du, ich schreib so etwas, du Aff. Du sollst doch den Text sagen. Da schreibst du? Ja. Was schreibt man da? Siehst es? Da schreibst du zum Ehejubiläum. Ehejubiläum. Ja, Jubiläum. Herzlichst. Herzlichst. Herzlichst, ja. Erstes S. Ja. Herzlichst willkommen. Komm. 2M. Ja. Men. Ja. Klammer auf. Einladung. Klammer zu. Hopp, alles weiter. Nichts weiter, das langt nie mehr kurz und bindig. Hoffentlich rechnen Sie die Klammern nicht als Buchstaben. Die werden Sie noch da hier. Ja, Sam, wie viele Kilometer sind das von Hannover bis daher? Oh, was weißt du nicht, es werden 400 Kilometer sind. Die werden mit dem Zug kommen, hä? Na Mensch, ich käme mit dem Moped. Ich hole sie am Bahnhof nicht ab, die Knicken. Die sollen die Taxen schnell bezahlen. Ich darf nicht dran denken, wenn ich an der Rege Babbels denke, da riech ich schon jetzt wieder so lange Zäh. Alter, lass es doch aus! Mensch, wenn Besuch da ist, kau ich auf den Fenster rum. Ne? Ich glaub jo, dass das Terries außer dem Riesenhaus auch noch etliche Fetze Land hat. Der Konto ist bestimmt sechsstellig. Euro natürlich. Naja, bald werden wir den Reichtum erfahren. Ach, ich kann nicht mehr warten, bis ein neue da ist. Das wird was geben. Ja, Mensch, auf das die Knapserei dann ändert. Das die Knapserei. Mensch, dann kennen wir zwei und zwei. Du nicht und wir zwei. Da fahren wir zwei mal in den Süden. In den Süden, welche ganz weit, ja. Wo es warm ist. Also, ja. In die Südpfalz. Doch nicht die Südpfalz, noch weiter, nunter. In der Mitte vom Stimmel, welche, nur Neapel. Neapel. Wie heißt das Sprichwort? Neapel sehen und sterben. Da fahr ich dich ganz langsam durch. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Und ein schöner Wettermensch. Ja. Ich kenn genau dein eigentliche Gedanke, du Rievenickel. Dann aber lieber nach Feldbuschhausen. Feldbuschhausen, was ist denn das? Verona, in die Ober, zu den Gesangsbrüdern, zu den Knastbrüdern. Ja. Wenn ich überlege, dass wir schon ewig nichts mehr Gescheites unternommen haben. Komm, hör mal auf.
Ich kann mich entsinnen, dass wir in den 70er Jahren mit dem VDK drunten im Dormer Tal waren. Ne? Aber bei der ist das alles nix. Ach, Italien. Das war schon immer mein Traum. Omens in einer Gondel auf dem Grande Canaille. Ja, und hinten ruderte Torero rum. Ja. Na, und vorne krieg ich die Briefmappe geklaut, ja? Und dann geschaukelt von der Gondel da. Da bist du schreier wie ein sibirischer Steppenwolf. Du hast überhaupt keinen Sinn fürs Romantische. Unsere besten Jahre sind rumgegangen. Wir haben nichts draus gemacht. Heute ist so spät. Kein Mensch weiß, wie lange man noch hat, wenn man in dem Alter ist wie wir. Oh, wenn ich überlege, was mir die Nachbarschaft alles erzählt, wo die schon überall waren. Ach, Malediven, Seychellen, Karibik. Oh. Wir kennen ja mal wieder Richtung Johannes Kreuzladen. Italien, das wäre doch mal etwas. Du, das kennen alle singen bei denen. Alle große Sänger waren Italiener. Caruso, Pavarotti, Michelangelo. Ach, ich kann das sagen, das Land atmet Geschichte. Leonardo da Vinci. Romy, Julia und Maserati. Komm, Hanna. Mensch, da unten hängt der Himmel voller Geil. Ja, warte nur, bis den Tage seine Kohle verteilt sind. Wenn da nicht irgendwo in der Geografie noch so ein entfernter Verwandter hockt drin, dann kannst du gleich dehnen, durch 6 oder was. Ja. Das wisst ich. Das kannst du glauben. Und wenn es nur die Hälfte wäre von der Erdmasse, das steht für uns ewig lang. Ja. Genau. Au. Du hast uns Fell vom Bär verteilt, obwohl er den noch gar nicht gefangen hat. Ach, hast du mich weiß. Ah ja. Weißt du zu hier? So schlaf. Hock du dich mal da an. Du kriegst zuallererst ein Auto. Ja. Und was für eins. Da kann sich die Nachbarschaft dann muss Maul drüber verreisen. Ja. Ich kann nicht warten, bis morgen die Terroristante da ist. Guck mal, da haben wir schon das Telegramm aufgesetzt, die Einladung. Was war denn dann die Schrift? Das ist alles. Ja. Siehst du es? Aber das da ist viel so Katzgehalt. Und so unpersönlich. Was? Vielleicht könnte man noch dazu schreiben, bringe bitte Vorschuss mit. Bist du verrückt? Das kann man doch nicht schreiben. Da geht vielleicht besser passen. Erste Rate. Ich glaube, wir haben nämlich alle Kätze auf dem Leicht, alle wei, aber das kann ich auch nicht schreiben. Immer katzenbindig. Und durch eine auf die Zeitung gekommen, der Mann war gestorben. Da wollten sie eine Todesanzeige aufgeben. Dann hat die Tipsy hinterm Tresen gesagt, was schreiben wir denn da? Hat sie gesagt, oh, schreiben Sie ganz kurz, Wilhelm ist tot. Dann hat die Tipsy gesagt, das ist aber ein bisschen wenig, da muss noch ein bisschen was dazu. Und dann hat sie gesagt, was dazu. Da schreiben sie gerade noch dazu, Herrenfahrer billig abzugeben. Das ist echt ätzend. Hoffentlich sterb ich nicht einmal vor deinem Vater. Wer weiß, was der dann alles in die Zeitung schreibt. Da werde ich gerade schreiben, es ist vorbei. Nun lasst sie ziehen. Sie machte alle Vasen.
dann eher was Moje für da ist. Von Besinnung und innerer Einkehr ist doch nichts zu spüren. Samu, was hast denn du die ganze Zeit da für einen Brief in der Hand? Ach so, vorhin war die Post da. Hinten ist ein Stempel, Pfarrei St. Martin. Vorne ist eine Ausschrift drauf. Sag mal her, ja was werden dann die von uns wollen? Ja, was werden die wollen, was die Cash immer will? Cashsteuer erhöhen. Du bist ein richtiger Spötter. Mensch, so etwas käme mit der Post. Komm, Ressi, lest du das mal vor, ich habe gerade meine Brille nicht griffbereit. Die werden sammeln für die Speyerer Dom, da kloppen sie gerade an der Tür runter. An das Jubelpaar Heinrich und Annemarie Strottner. Sicher. Ja, wollen die Heere täten wie ihr jubeln. Zum morgigen Ehejubiläum wünscht die Pfarrei St. Martin, in deren Kirche sie vor 40 Jahren vor dem Traualtar stand, alles Liebe und Gute für die künftigen Jahre. Möge Gottes Segen sie bis zum Ende ihres gemeinsamen Lebensweges begleiten. Herzlichst Ihre Pfarrei St. Martin, gezeichnet Pfarrer Norbert König. Gemeinsamer Lebensweg. Da ist noch gar nicht zu Ende. Schau mal, woher wissen die unsere Adresse? Hätte ich noch nichts gehört. Von Datenschutz oder was? Der Datenschutz. Sei doch froh, dass überhaupt noch jemand an euch denkt. Genau. Du sind wir ja morgen nur so 5. Ah, das langt auch grad. So Erbgespräche ist nämlich nichts für fremde Ohren. Und der Wappler, da weiß ja sowieso nicht, um was es geht. Hat die Therese-Tante eigentlich noch ihr Schnauzische? Ja. Das muss doch auch schon uralt sein. Der Frecker, der ist verwählt wie Stadtenalter. Da war der Pizza da. Der hat's besser wie manches Kind. Dem sein Fressdippe ist aus reinem Silber. Ja, Porzellan ist scheint's nicht gut genug. Porzellan. Ja, die schön war's. Oh, da wird doch nicht schon wieder geschissen kommen. Oh, jetzt los ne halt. Der ist auch froh, wenn er sich mal mit jemand unterhalten kann. Man weiß, wie es uns mal geht. Ah, ich bin ja bloß gekommen, ich habe ja mein Test hier vergessen. Moin. Moje. Ja, wie? Sind ihr noch nicht fertig mit euren Vorbereitungen? Mein Kuchen ist fertig. Oh Gott, wie sieht denn aus? Ja, man sieht. Ja, und ein Satz für die Blumenvase habe ich ja auch gefunden. Jo. Ja. Was hast du denn genommen? Vor Jahren habe ich schon von der Urologie in Homburg. Von der Urologie in Homburg so ein Glasbehälter mit heimkriegt. Ich meine, ihr Leid sieht nicht schön aus, aber die Blume kriegt ihr Wasser. Urinflasche. Ja. Da kann sie gerade Pissenelchen ausstellen. Gell, Herr Wappler, Sie kommen ja morgen an. Ja. Und wenn das Telegramm nicht bald auf die Post kommt, dann kommt die Therese-Tante morgen nicht. Und wir fangen bei Zeiten an, ob ihr da sind oder nicht. Ja, ich bin Gärtner leid. Wenn man das ganze Jahr allein daheim rumhockt, da fällt einem doch die Decke auf den Kopf. Ich will ja nicht naseweisig sein, Frau Strottner. Was gibt's da Gutes? Also lassen Sie sich doch mal überraschen. Ich sah nur so viel. Es gibt etwas typisch Pelzisches. Und mehr verrate ich nicht. Schade, dass das mein Marge nicht mehr erlebt hat. Jo. Das wird doch bestimmt auch gern dabei gewesen. Der Herrgott hat zu früh geholt. Ja, so ist er, der Herrgott. Die einen holen zu früh, die anderen zu spät und manche scheuen sie überhaupt nicht.
Wenn ich immer sterbe, können Sie vererst die Melodie spielen. So nimm denn meine Rente. Weißt du was? Du bist und bleibst ein Dummbabbele. Was schwallst du dann jetzt für ein blödes Zeichen daher, hä? Nee, Herr Domann. Aber sagen Sie mir fällt gerade was in. Ja. Und was ist denn eigentlich Sellemuls Ihr Frage gestorben? Ach, es war tragisch. Och. Und unfassbar. An einer ganz hundsgewöhnlichen Grippe. Ach, Eine gewöhnliche Grippe. Hat sie können auf der anderen Seite aber froh sind, dass es nichts Ernstes war. ja. Ach, der Schutzengel hat das Armeere nicht gehabt. Meiner muss irgendwo verflohen haben. Tja, ein Schutzengel braucht jeder Mensch. Sonst ist er verloren mit Schuhenstrümpf. Ja, genau. Ach, ich bin mit meinem zufrieden. Ich hoffe, dass er bei mir bleibt. Auch in schwere Stunde. Meiner hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Einmal habe ich so ein komisches Wesen erlebt. Da war ich in der Dolomite, auf Bergtour, in 3000 Meter Höhe. Da haben wir ins Nebel gekommen. Nebel, ich hatte nicht gewusst, wie weit, an den Wegen mich gefunden, da rum. Da haben wir aus der Nebelwand diese Stimme rausgekommen. Mein Freund, geh nicht weiter, vor dir ist ein tiefer Abgrund. Warte, bis der Nebel sich gelichtet hatte. Da habe ich mich gerade hingehobt. Und wirklich, wie die Sonne scheint, hat noch kein 3 Meter weiter, ist senkrecht 200 Meter runtergekommen. Dann habe ich in die Beine da und gerufen, hallo, mein Freund, mit der warnenden Stimme, wo bist du? Wer macht's mal wie? Da hat so ein komisches, ekliges, grünes Menschen bei mir auf die Schulter gehauen. Er sagt, ich bin dein guter Geist, ich begleite dich schon dein ganzes Leben. Da hatte ich dann seine eklige, grüne, lange Ohren genommen und habe so vor mich gehauen und ich gesagt, du bist mein guter Geist, du kleiner, grüner Straumer, wo warst denn du, wie ich geheiratet habe?